Wir sind hier im Studio mit Joel und Team. Nein, Tim. Er ist mein Team. Team ist das Team. Team ist Hey, das Team. und wirklich diese Message, die hat so viel Inhalt, so viel Tiefe gehabt und wir wollen da noch ein bisschen eintauchen. Vielen Dank, dass ihr gepreacht habt und dass ihr da seid. Und ich möchte zuerst fragen, diese Brillen, jetzt Tim, du hast eine Brille an. Er hat sie immer noch an, er ist committed. Ist jetzt das die richtige Brille? Nein, das meine ich jetzt im Ernst. Welches ist dann die richtige Brille? Also du hast es ja so ein bisschen sarkastisch gesagt am Schluss. Ihr habt die richtige Brille. Ja, was mache ich jetzt, wenn ich die falsche habe? Oder welches ist jetzt die falsche und welches ist genau die richtige? Die richtige Brille ist, glaube ich, die, wie Gott sagt, sollen wir ihn sehen. Es ist nicht einfach nur, wie will ich ihn sehen, sondern wirklich sich mal schon nur zu überlegen, wie möchte eigentlich Gott gesehen werden. Und das sagt er ja in diesem Bibelvers und der wird immer wieder zitiert. Und sich wirklich darauf einzulassen, okay, wie will Gott überhaupt gesehen werden? Weil das ist schon ein Unterschied zu dem, wie wir das dann einfach machen. Oder auch wir kommen schnell in so eine religiöse Sicht, wie man das doch tun sollte, anstatt wirklich mal mit Gott sich darüber zu beschäftigen. Wie will er gesehen werden? Ich glaube, wir laufen so schnell Gefahr, Gott in unserem Ebenbild zu machen. Es gibt so ein berühmtes Sprichwort, Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen und wir haben ihm den Gefallen zurückgetan. Und ich glaube, so schnell geht es und wir projizieren etwas auf Gott, wie wir sind. Und das ist einfach nicht mehr das wahre Bild. Und ich glaube, wenn man genau das macht, in die Bibel geht und forscht, wie will Gott sich selbst, also wie stellt er sich vor und wie will er, dass wir ihn sehen, dann laufen wir nicht Gefahr, ihn in unserem Ebenbild zu machen, sondern ihn zu sehen, für wer er wirklich ist. Also speziell in einer Zeit der Individualisierung, nicht von mir ausgehend, sondern von Gott, was war seine Perspektive oder warum hat er das geschrieben? Schreiben lassen in der Bibel. Aber ich finde doch, wenn wir in einer Individualisierung sind und die Leute sich so darum kümmern, hey, ich möchte, dass du mich so siehst, wie ich bin und das ist wichtig und ich will selber sagen, fair, es gibt ja etwas dahinter, dass man sagen muss, okay, gut, aber dann müssen wir zuallererst Gott so sein lassen, wie er wirklich ist und wie er beschrieben ist. Und diesen Link machen wir dann manchmal eben nicht. Und es ist halt auch einfacher, ein Bild irgendwie eben so eine Brille anzuziehen und etwas zu übernehmen. Und darin sind wir halt besser, als wirklich eben sich darauf einlassen, Gott hat einen Namen. Gott möchte, dass ich sein Herz mit meinem bewege. Und Gott möchte, dass ich ihm vertraue, dass er aktiv ist. Das ist dann schon, das braucht dann so ein Öffnen. Ihr habt von den ägyptischen Göttern erzählt, die für verschiedene Bereiche im Leben stehen. Und vielleicht sage ich, ja, okay, ich weiß, Gott ist der Gott der Vergebung, aber in Sachen Gesundheit, da war er bisher noch nicht mein Gott. Also, dass ich genau das tue, dass ich stelle Gott in eine Box. Wie kann ich da wieder raus? Oder ihn rausholen? Ja, also grundsätzlich, ich denke, das ist ja wirklich auch gerade dann die Frage des Leides. Ich glaube, da hast du am Schluss dann ein bisschen auch noch darüber gesprochen, aber das ist einfach, ich glaube, ein erster Schritt, wenn man das merkt, okay, ich bin im Leid, aber ich sehe nicht unbedingt Gottes Handeln, eben zum Beispiel in der Gesundheit. Ich glaube, ein erster Schritt ist wirklich mal das zu glauben, was Gott über sich selbst sagt. Und sich selbst mal daran zu erinnern, okay, Gott sagt, ich bin immer gnädig und immer barmherzig. Also ich sehe das Leid und ich fühle mit und ich handle immer. Das ist ja eigentlich eine unglaubliche Aussage. Immer. Ja. Und das ist, glaube ich, mal ein erster Schritt, mal sich selber daran zu erinnern. Ja, okay, glaube ich das wirklich? Und auch wenn ich es noch nicht sehe oder auch wenn ich es nicht spüre, glaube ich, dass Gott immer handelt und immer mitfühlt. Und das hat nichts damit zu tun, ob Gott sich jetzt gerade als das zeigt, sondern es hat mit mir mit Ehrfurcht zu tun. Ich habe mich entschieden, ich will ehrfürchtig zu Gott sein und ich glaube immer, dass er mit mir fühlt und immer ist er aktiv und handelt und will mich segnen. Immer. Und das ist für mich eine Entscheidung, die ich aus Ehrfurcht heraus glaube ich das. Und nicht einfach, weil ich das will oder weil das schön klingt, sondern aus Respekt vor ihm. Er will so gesehen werden, dass ich ihm das immer zutraue. Ihr habt auch gesagt, halte deine Überzeugungen Gott entgegen. Also nicht nur die Gefühle, sondern jetzt speziell für Menschen, die nicht so gefühlsvoll sind oder nicht so nah an den Emotionen. Wie kann ich das konkret machen?
meine Überzeugungen, also Gott zu begegnen da drin? Du hast das so ein bisschen erklärt, Joel. Vielleicht, wie machst du das? Was gibt es da für Möglichkeiten? In meinen tiefsten Themen zum Beispiel, ich bin Vater. Und in meiner Vaterschaft drin, dann halte ich das Gott entgegen. Oder meine Tochter ist zum Beispiel dann krank und so. Und dann halte ich ihm das entgegen. Oder ich weiß nicht genau damit, wie umgehen in den Challenges meiner Ehe, meines Vaterseins, meiner Arbeit, in allem dem drin. Ich ringe mit Gott. Gott, tu mehr oder tu das. Oder warum geht das nicht auf? Es macht keinen Sinn. Und ich bin sehr aktiv. Ich klinke mich mit ihm ein, weil er ist ja aktiv in meinem Leben. Das heißt, ich nehme ihn als Aktivitätspartner oder wir spannen da zusammen. Und logisch habe ich den Respekt, dass er mehr Blick hat als ich, mehr Sicht auf mein Leben. Aber ich nehme ihn da rein und trotzdem teile ich meine Meinung, meine Leidenschaft und meine Challenges in dem drin. Und ich glaube auch nicht müde werden, mehr über Gott zu lernen. Und ich denke, umso länger man Gott kennt, umso länger man mit ihm unterwegs ist, desto mehr weiß man über Gott und desto mehr hat man dann vielleicht auch eine eingefahrene Meinung, wie Gott ist. Und ich denke, da immer bis zum Tag, bis zum Tag, wo wir vor ihm stehen, immer offen zu bleiben und zu sagen, okay, Gott, überrasch mich neu. Zeig mir noch ein vollständigeres Bild von dir. Paulus sagt ja, es ist alles Stückwerk, was wir haben, aber eines Tages sind wir klar. Und ich denke, wir müssen, das ist unsere Verantwortung als Christen, da auch immer wieder uns selbst zu hinterfragen, immer wieder Gott näher kennenzulernen und diesen Weg mit ihm zu gehen und nicht einfach an dem festzuhalten, was wir bereits schon wissen, weil dann stecken wir ihn in einer Box. Und dann kann er da nicht mehr raus. Und ich denke, da ein vollständiges Bild zu bekommen, das immer wieder machen, ja. Und eins, was mir dazu noch in den Sinn gekommen ist, wie Jakob mit Gott ringen. Ja, genau. Kämpfen mit Gott. Ja. Und das ist so krass. Ich lasse dich so nicht los, bis wieder. du mich gesegnet hast. Gott ist so. Ja. Gott will ringen. Gott will mit uns ringen. Und diese einfach Nähe und diese Intensität, die da steht, Gott will es. So Intensität und wir halten uns zurück. Und das ist nicht Gottesfurcht, dass wir Gott mit Samthandschuhen anfassen. Das ist nicht Gottesfurcht. Das ist kalte Religiosität, die nichts hinführt. Ein ehrfürchtiges Herz ringt mit Gott. Vielen Dank für eure Antworten, für eure Offenheit. Wir sind da noch mal richtig reingetaucht. Ich hoffe, du kannst etwas mitnehmen. Und wenn du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest, mit dem Fokus Gebet zu diesem Thema, dann schalt ein am Dienstag zur Hour of Prayer um 12 Uhr. Und das war's von uns. Einen schönen Sonntag. Tschüss.